Moin, ich bin Rike Hentis, der Plattdeutsch-Koordinatorin von Landkreis Horburg. Und das ist der Audiocast Hören, Kieken, Schnacken, dann wie ins schöne Buchmuseum an Kiekebach Namdown. Hier verbringe ich schimmers späten Tiet mit Lüd und der unterschiedlichsten Berichten. Mal vertellt wie über die plattdeutsche Sprach, mal vertellt wie darüber, was das eigentlich für Menschen und der Region sind, die diese Sprach noch sprechen darf. Plattdeutsch hört uns regionale Kultur. Hören, kicken, schnacken in der Halt und informiert. Sie könnt das auf YouTube ankicken oder bloß hören. Das geht dann auf Spotify. Und dann Link dorthin findet ihr auf plattfindstadt.de. Und nun viel Spaß mit Hören und Kicken. Ja, herzlich willkommen. Hören, Kicken, Snacken an Kiekebach hüt mit ganz besonderen Gästen, mit ein ganz besonderes Thema. Niedersachsen ist 75 Jahre alt geworden. Das ist schon ein bisschen her. Wir haben das nun endlich geschafft, uns zu treffen. Und ich freue mich, wannig, dass ich hier die Vizepräsidentin von Niedersächsischen Landtag begleiten darf, Meta Jansen-Kutsch, Herrn Horst Kortlang, Landtagsabgeordneter Wahlkreis Wesermarsch, und Heiner Schönnecke, Landtagsabgeordneter Wahlkreis Baukholt in der Nordheide. Genau, sonst wäre wir jetzt einfach mal Moin, mein Wahlkreis ist Leie und die Insel Börkom. Und da lebe ich auch. Schön. Ich habe die wideste Weg, die anderen sagen immer, das ist westlichste Außenposten in den Niedersächsischen Landtag. Der Glück hat, der will meist Holland fahren, ne? So, ja, Gaut dazu nur hier stehen kann, wa? Genau. Ich freue mich auf jeden Fall. Und genau, wir wollen heute ein Betten darüber schnacken. Das ist für uns Heimat, Niedersachsen, uns aller Heimat. Und was verbindet wir damit, was schafft wie in Niedersachsen und was haben wir schafft? Also die Briten, die sind wie dankbar, dato, dass sie Niedersachsen gründet haben. Ja, was sagst du, Heiner? Was hast du für ein Gefühl dort? Also 25 Jahre. Wir haben ja von den Briten noch einen Gasteil übernommen. Ne? Man darf das ja nicht vergessen. Wir wurden besetzt von den Engländern, von den Briten hier. Und sie haben ja in Teil uns das Demokratieverständnis mitgebracht, was wir über Jahre ja nicht hatten. Wir haben ganz kurz Weimarer Republik hat und das Land Niedersachsen hätte das ja so nicht gegeben. So, und das waren ja dann unsere Vorgänger, die den politischen Mut habt, das so ja, zu gründen und mehrere Landesteile. Und Hannover, das ist dann ja, Landeshauptstadt geworden. Und so ist er dann bis heute geblieben. So ist das, genau. Die Briten, die haben das schafft. Am 1. November sind fertig. Ist das so wie Wellen. Und nur dort wie hier und können darüber schnacken, was das dahin so gegangen ist. Beziehungsweise, was bewegt das Land hüter Dors? Was bewegt Jau? Was bewegt sie? Oh Gott, weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, um nochmal ganz open zu wesen. Ich bin ja erst 60, hier das Lötje Kükenhackerbot sagt. Aber was ich immer so mitkriegen habe, so von Hus her, ist, dass das Land Niedersachsen eigentlich immer dafür stehen, dass wir Menschen bei uns aufgenommen haben. Und da wieder die vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, die ihre Heimat verlassen mussten. Ja, und hier in der Heimat bei uns gefunden hab, dass uns das letztendlich auch wieder riegmockt hab, dass das Arbeitskräfte werden, die wir aber auch gebraucht hab, weil allein haben wir das nicht geklappt und da wir eigentlich wirklich gut zusammenwursen sind in dieser Zeit. Und das hätte sich ja eigentlich jetzt über die 25 Jahre immer wieder so ein andere Menschen zu uns kommen. Und ich habe das eben ins Autonomie gesagt. Ich kann mich erinnern, als so aus Indien, Bangladesch, Pakistan die Menschen anfangen Zümtiges kämen und Oma sagt, so wichtig. Das sind erst uns nicht Nobes. Und die Pott muss immer groß genug gewesen, dass jeder bei uns kommen kann und was zu essen kriegt. Deswegen sage ich für doch immer ganz stolz, da wissen andere noch gar nicht, was indisch eten wäre. Du hab ich all indisch eten. Aber da hätt's doch irgendwie immer so durchtrocken. Und das wird man jetzt auch Niedersachsen steigt
für Solidarität, für Miteinander und Miteinander anpacken. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewahrt haben und jedes Mal abends auch unermüdlich wir hochkrempeln dort und sagen dort so, das kriegen wir zusammen hin. Ja, schön. Genau, das ist einfach eine Heimat für uns alle. Ja. Egal, wo wir wegkommen. Ne? Genau. Und das haben uns die Briten schon lehrt, das haben wir früher schon lehrt und das ist in uns und das ist schön, dass das immer noch so sehen kann. Ne? Genau, ich habe mir mal ein paar Zahlen rutsächt. Und zwar haben wir 8 Millionen Einwohner. Wahrscheinlich immer mehr, mal wenige. Soll man durch Landkreisen? 48.000 Quadratkilometer ist Niedersachsen groß. Es gibt hier 170.000 Schorb und 2,4 Millionen Rinder. Und so haben schöne Inseln. Ja. Genau. Und 8 Millionen Swien. So. Genau, die Schwein fehlen noch. Das Schwein fehlt noch, ne? Das ist ja sowieso, ja, wir sind ja eigentlich ein Land voller Gegensätze, ne? Also wir haben die Bagens, da können wir Skifahren. Und wir haben das Meer, da können wir Borden gehen. Vielfalt, Vielfalt. Das mag das ja gut, das mag das gut. Genau. Was sagen Sie, was haben Sie für ein Verbindung mit diesem Land? Was sagen Sie? Das ist eine große Verbindung, was du ja all erzählt hast. Das ist von Landgeleben jetzt her, bis nach der Küste hin. Aber man trifft dabei das städtische Jugendlichen Augen loben. Auch wenn Förderungsprogramme und so loben lot, müsst du das immer mit einbeziehen. Aber die Vielfalt ist ja nun einmal da, dass wir, und das hat Gott uns so gegeben, das hat wir nicht anlegt, dass wir das in dieses schöne Gebiet hier geboren sind und uns auch wohlfühlt. Ja, und was von den Engländern hier gesagt worden ist oder von den Briten hier, dass die hier so große Leistungen gemacht haben, ist ja tatsächlich wahrhaftig. Und das liegt aber ja auch an Personen, die damals gewesen sind. Kick mal von da oben rüber, was da für ein Zausel ist, was die da lebt. Das kann ja wohl nicht wehen. Ja, ich sag das mal so, wie das ist. Auch platt kannst du das nicht. Die kann ja jetzt, die kann hütigen Doof, kann die ja von uns lernen. Das ist nicht zu glauben, was da abgeht. Ne? Also, und von einem Flessgröten. Ich bin froh, dass ich in das Land hier geboren bin und das ist so wie Meta sagt, die Vielfalt. Es geben, wir sind davor, dass hier Leute zu uns kommen können, die vernünftig sind, die das aber auch anerkennt und auch unter unsere Gesetzgebung denn das ansieht, wie das hier ist und nicht, dass hier Scheuche. Die können wir nicht brüten. Ne? Die arbeitsam sind und das sind ja die meisten. Meine plattdeutsche Geschichte oder meine Geschichte, ich bin ja so jung wie das Land Niedersachsen, ne? Also da habe ich auch Das zeigen die uns. Ja, als Alterspräsident habe ich ja Musiken dürfen im Landtag. Aber ich erinnere mich immer an die Geschichte, mein Vater wird damals tauschständig, er ist insetzt worden von den Engländern, er müsste Flüchtlingsfamilien in Dörp unterbringen. Und bei uns in Burenhus leben 5 Flüchtlingsfamilien. Ne? Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, dass sowas funktioniert hat. Ja, die Lüse sind echt zusammenrückt. Und das Theater, was wir jetzt, also manchmal auch selbst uns anlegen, auch in der Politik. Ne? Beispiel, da war ein Bürgermeister in Polen fragt, wie muckt sie das denn mit, oder ob Hochdeutsch, wie machen sie das denn mit der Schule? Ja, wir rücken zusammen in der Schule, wenn da so viele ukrainische Kinder. Das sagen wir heute hier in Niedersachsen. Der Herr ist aber jede Gewerkschaft. Nicht, ob die nicht sieht, ne? Der schimpft aber alle mit uns, ne? So, nichtsdestotrotz, ich bin auch von Flüchtlingen sozialisiert worden, denn ich habe mit meinen Öllern Plattdeutsch geschnackt und die haben mir das Hochdeutsche beigebracht. Und deshalb, wir haben Masse von den Flüchtlingen liiert und wir haben auch wieder Masse von den Russlanddeutschen liiert, als die kommen sind. Wir haben Masse bei uns im Betrieb Arbeit zwei aus Sri Lanka, ne, wie liert auch da wieder von. Und das ist das Scheune, das ist schon ganz bunten Chrom, und da waren wir mit Trech in Niedersachsen. Genau, die Boat People, die nördlich werden, die auch da bei uns in Ostfriesland. Die Vietnamesen, genau. Ja. Ja, ein Tauhus gefunden habe und einfach Tau hören. Ne? Und wir haben immer von und miteinander lehrt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und die sind auch fleißig. Die arbeitsam sind doch häufig, ne? Und muckaue Geschäfte. Ich habe uns an manche Stellen wirklich was vermockt. Insbesondere was tun und so was angehen. Also da werde ich bei uns auch in Auerklappe wirklich was lehrt. Ja. Und nun haben wir darüber geschnackt, dass Niedersachsen eine Heimat sein kann für alle. Und ich weiß, dass sie sich auch schon frei
doll engagiert haben, was Jugendarbeit angeht, ehrenamtlich. Was ist so für Sie das wichtigste Thema, auch jetzt hüt? Also, nur diese 75 Jahre, was schall wir gehen? Was schall noch alles waren? Ganz konkret vielleicht auch. Also für mich ist immer das Allerwichtigste, kein Menschenkind abzugeben und jeder an Hand zu nehmen, weil das hat einfach mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun. Also ich nach Schule gegangen und du nach Gymnasium käme, du seh, hey, Buren dachte, was wollt du hier denn? So, und das hat mich wirklich so, muss ich sagen, das hat mich verletzt. Das hat mich wirklich sehr da. Und ich hab dann gedacht, ja, und jetzt weiß ich ja, ich kann auch was, wenn ich auch bloß ein Lütchen Bodentochter bin. Aber das wäre für mich immer so, und wenn man dann immer hören kann, dass ich Hochdeutsch als erste Fremdsprache gelehrt habe. Ich bin in die Schule gekommen, kann kein Wort Hochdeutsch. Und da hat man mich dann immer so ein bisschen spüren lassen. Und da wäre bei mir dann irgendwie so, dass mir das immer ganz wichtig wäre, so, und jetzt weiß ich ja das, egal woher kommt, was er für ein Hus hat oder mit welcher Sprache er kommt, alle Menschen sind gleich und man muss auch jede die Möglichkeit und Chance geben und auf die Hand auch ausstrecken. Und das ist wirklich was mir in Politik unheimlich wichtig ist, was ich auch so jetzt immer wer mocken da. Deswegen bin ich auch ehrenamtlich so viel unterwegs. Weil ohne Ehrenamt ist auch die ganze Politik nichts, da muss ich ganz ehrlich sein. Wir können beschlucken, was wir wollen. Wenn wir nicht den Menschen haben, der das umsetzen, der das mit unterstützen, dann läuft das einfach nicht. Und ich glaube, das ist das, weil das sture Wort mit dem Ehrenamt, die Menschen wieder zu begeistern und zu machen. Wir brauchen ja, und das ist auch unsere Aufgabe über 25 Jahre hinaus, also für Demokratie streben, aber auch für Solidarität, aber für ein Miteinander. Und Miteinander funktioniert nur mit den Menschen, die sich mit inbringen, ohne dass sie dafür Geld kriegen. Die einfach sagen, das ist mein Freizeit wert und ich kriege so viel zurück, dafür muss ich kein Geld sein. Also das ist so, wo ich glaube, das ist die Aufgabe, Niedersachsen zusammenhalten. Wirklich ein harten Projekt, ne? Ja. Das wirklich, also weil man einfach weiß, wie wichtig das ist, dass wir alle zusammenhalten, ohne geitet nicht. Ne? Sehen wie in diese Tiden Tatsache ja schon umso mehr, ne? Genau. Horst Kortlang, wie ist das bei Sie? Was sagen Sie so? Das ist bei uns ganz genau. Ja. Ich komme aus dem ländlichen Bereich, hier, genau wie der Wesermarsch hier. Und da ist ja an Oldenburg und Morim komme ich genau, die Riemen und Moor hier das ja. So, und da ist das natürlich so, auf dem Land, da kann man sagen, dass die Landjugend ist so ganz aktiv. Und da ist ja die Vielfalt, da kommt ja andere Leute auch dazu, auch anderen Leidenkreisen und auch von anderen Gesellschaften. So, und da ist die Zusammenhalt, ist da all da, dass da was bewerkstelligt werden kann. Und das ist ja auch gut. Die Vielfalt muss genutzt werden. Und das, ohne das, genau wie das sagt worden, ohne das Ehrenamt geht das nicht. Und die bringt ja auch Ideen mit drin. Ob das Sportverein ist, ob das in der Kunst ist, hier Musik und so, Musikvereinigung. Und da kann man das Leben lebenswert machen. Und da, was ja auch bei den Öllern, die älteren Leute sehen das auch, Mensch, die Jungen, die bringen sich in. Und das ist doch gut so. Das wird wir fördern und wir von Land sind auch ja dabei, dass wir da auch noch ab und zu mal Hilfestellung geben. Und das wird wiederum. Ich glaube, Niedersachsen braucht sich nicht zu verstecken. Wie pflegt das Ehrenamt so gut es geht, wie hilft, ob viele Sieden. Natürlich, das kommt immer noch mal ein bisschen besser werden. Aber wenn ich jetzt mal hier bei uns so in den Landkreis Harburg kicken da, bei mir zu Hus in Ilstorf, wir haben auch da über schnackt hier, ich glaube, da wird viele Sorgen würden nicht funktionieren. Und hier am Kiegeberg ist das ja so, ihr habt hier jetzt, das ist ja eigentlich der größte Kulturförderverein, den man in Niedersachsen hat, uns Förderverein hier, dort haben 1500 Mitglieder, 350 Ehrenamtliche, die uns immer helfen dort, durch jede Zeit. Und ohne das wird das hier nicht funktionieren. Und da kann man dann auch mal Leute sich zurücknehmen und darüber nachdenken, Mann, oh Mann, oh Mann, wie würde das hier wohl gut sein, wenn der die nicht geben würden. So, und kommst nach Hus in den Dörp, da ist das dann die Feuerwehr, da ist das der Schützenverein, da ist das die Landjugend. Das sind die Dinge, die uns natürlich dann Obrecht holen dort.
Und das sind eben nicht bloß die Parteien, ne? Die das immer glöben dort, ne? Nee. Nein, das wollte ich ja eben auch damit nochmal machen. Wir können für Sachen auf Weg bringen, also Patt bringen, aber wir müssen die Menschen mitnehmen und wir brauchen die Menschen, die das dann wieder voranbringen dort. Also Gesetz ist dann Papier, aber dafür muss natürlich auch immer ein bisschen Geld geben, um gewisse Sachen wirklich voranzubringen. Und da hört natürlich auch uns Museumsdörpen Tau, weil das ist ein Stück, ja, wirklich geschierig, auf der wir auch stolz werden können. Und ist ja für junge Menschen unheimlich wichtig, auch mal zu sein, wo hätte man denn für 25, für 100 Jahre, aber auch für 150 Jahre lebt. Und ich kenne auch hier bei uns in Aue das Moormuseum. Und wenn man dann sieht, in was für Leute Huckjes die Menschen wohnt haben, und das Schmien und Kau derjenigen werden, der die Menschen warmt haben, sonst haben sie den Winter gar nicht überstehen. Das ist einfach auch wichtig, wo man verdorrt mit Natur, aber wo man auch mit denen umgeht, aber auch wo wie Menschen miteinander umgeht. Ne? Ja. Heiner hat das ja im Anschwung hier. Ehrenamt ist gar nicht stellenwertmäßig zu bezeichnen. Wir müssen uns mal vorstellen, wenn die Gesellschaft hat sich verändert, mächtig. Wir haben früher Katastrophenschutz, wir habt im Frieden gelebt, wie seht ihr jetzt, was kommt? Und das Ehrenamt, die Feuerwehr, das wir angesprochen. Stellt euch mal vor, das ist ehrenamtlich. Was die für Leistungen bringt und wofür Leute das sind. Und dann sind ja manche Gedankengänge wehen, auch die können wir wegrationalisieren und da können wir noch was machen. Und wenn wir da rangehen, das Ehrenamt so zu splitten, das kann nicht gehen. Denn die Zusammenhalt, die ist da unmannig hier. Und damit, das wird auch von uns so sehen und wird auch stärkt. Aber wir haben das ja nicht für, wir ja sein, dass uns Volken in den Dörpen wirklich die Mannschaft stärker fehlen, die da wir wohl zusammenlegen mussten, weil die Utwers arbeiten denen und. Also, und dass man auch sieht, ist gar nicht so einfach, das Binnerne zu holen und die Ehrenamtlichen von Feuerwehr bit zu hemmen. Und das tut Ehrenamt ein bisschen hört, das was ich eben sagte, da hört ein bisschen Geld tau, aber da hört auch ein bisschen tau, dass da ein paar Menschen sind, die das Ehrenamt unterstützen dort. Wir haben zum Beispiel deswegen in Landkreis Leie so einen Stopp, der Ehrenamt mockt, im Taufe Söken, wo können wir das bitte bündeln, wo kriegt jeder, der aktiv worden will, auch ein Angebot und kann sich da kontakten. Also wo können wir uns breite aufstellen, weil wir haben da so ein Gap im Moment und das ist nicht ganz einfach. Also ich sag mal, mein Papa ist 84, der fährt immer mit Rad dagegen und bringt CDs von Gottesdienst in Altenpflegeeinrichtungen oder nimmt sich ein Schifferklavier mit und macht Musik. Da oder Hans auch noch. Genau, da Herr Horst auch Horst noch. Aber das ist eigentlich so etwas, das solche Menschen uns so verloren geht. Oder irgendwo hintergehen, auf Hör lesen. Ne? Und ich weiß jetzt, dass das noch auch mein Part ist, weil ich das auch ganz, ganz wichtig finde, und da wieder mocken dort, da wieder versetzen dort. Aber ich sage natürlich auch, das sind bloß ganz min. Und das sind die Ölleden, und wir können blöd wissen, dass heute zum Beispiel noch so gut gegangen ist, das kann. Also irgendwann muss ich dann in das Faut stappen. Ja, das ist ja so, als man aufwassen deit, ne? Und wie sie gerade gesagt haben, also diese Bild von 50% von Hannover sind zerstört werden. Das wäre was ganz anderes, und das noch tauweiten als eine Generation, die eben gar nichts mehr damit zu tun hat, wie wir jetzt sehen, kommt das schon wäre trüch, auch die Flüchtlinge, das ist da kommt schon eins wäre trüch. Und wir haben vorhin auch hier in einem Silberhof stehen, mein Videograf und ich, und hey, hat gesagt, Mensch, und dann haben die hier einfach Feuer gemacht und daneben geschlafen. Wie geht das denn? So. Ja. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir einfach weiten, wo wir auch herkommen da. Ne? Und da sind wir eben auch wie Geschichte und wie die 25 Jahre, die wir schon geschafft haben mit diesem Land. Und da muss man natürlich auch selbstkritisch sagen als Politik. Man mag ja auch nicht alles richtig. Ne? Wenn ich jetzt nur daran denke, dass wir so ein schönes redgedecktes Haus habt und da musst du jetzt ein Schoss durchbauen. Und du willst dafür einen Bauantrag machen. Und das kann funktionieren. Und die ganzen Gesetze und Verordnungen, die du inholen musst, und mit denen ole Hus denn vielleicht Huld zu verbrennen, da nimmst du aber was für. Ne? Und das hat ganz normale von der Welt, weil hunderte von Jahren funktioniert hat. Aber wir muckt uns das manchmal ein bisschen schwör. So, also, das ist so. In Niedersachsen, da haben wir alle Torbidrogen, egal von welcher Couleur wir von der Politik sind. Also, wir haben immer gelöst, weil die Regierung uns vorlegen, das ist richtig.
Und ich sag, man muss doch immer 3-mal noch fragen, ob das wirklich richtig ist. Man mit sonst mal Ja. nachdenken, ne? Eigentlich So ja. fast echt, genau. So ist das, so ist das. Aber das ist ein schönes Beispiel hier. Ja. Ja, aber das hast du ja in allen Bundesländern, das muss man ja auch mal ganz ehrlich wissen. Und deswegen ist es doch immer so wichtig, egal wer an Regierung ist und welche Mehrheiten hat, ist man als Abgeordnete, jeder Enkel von uns wirklich sich verpflichtet und sich das ganz genau anzukicken und nicht einfach bloß so Toto stimmen. Also das ist wirklich, wir haben eben noch mal über andere Momente Brot, wo ich dann auch sage, ja, und zwischendurch muss man dann sagen, da hat mir leid, auch gar nicht mit. Also ich bin ganz froh, dass ich den Kamin noch hab. Dass ich jetzt mich noch Hult holen kann. Gut, wenn ich den Hult hauen darf, dann habe ich immer mal den Rücken manchmal, aber nee, ich mag das schon ganz gern, ne? Ja, dafür hat man Kinder, die dann das Holz so, hacken ja. dort und bringen dort. So läuft das bei uns. Aber das muss ich dir sagen. Ich sag mal, das ist auch so ein inneres Gefühl, dass du subsidierte Bude noch warm machen kannst. Ja, wenn das nicht mehr hast, jetzt in der heutige Zeit, mit der Ölkrise, mit der Gaskrise, Ukraine, das ist doch alles, das ist doch, nicht? Scheuen, dass das sowas noch gibt. Wir haben nächste Weg einen mittelalterlichen Markt bei uns. Ja. So, und da wollen wir dann Holz, die wird ja mit dem Lagerfeuer so morgen, die sind drei durch da und sind dann auf dem Platz. Da sind die meisten, die will kein Holz geben. Genau was du sagst. Mensch, die jetzige Zeit sagst, das war knapp und ich will ja selbst nicht, aber ich warm. Ich sag, nun war das doch, das gibt's doch nicht. Und vorher in diese hohen Häuser, die haben das hier innen anstecken und dann ist der Ruck, der ist gegebenenfalls durch die Tür trocken. Und da werden die Peer mit aber da. Und die Peer mit, ja. Die Keu mit aber. Ich wohne auf dem Resthof. Ich habe 3 Oldenburger Reitpferde, aber da auch schon. Ich habe auch Reiter. Ja. Und das warm, das ist natürlich klar. Da müssen die Tür oben haben. Ich hab da drin bin, ist ja klar, das Wohnbereich ist was anderes. Aber die haben das anders holen. Und dann mussten die, wie ich das, als ich das Kind wäre, wie Oma dann verreist bin, dann mussten wir Torf stecken, dass wir auf dem gegenüberliegenden Kamm. Und dann hast du den trocknet in so einen Mietenstell und dann hast du da drin holt und dann musst du mit Heiz werden. 16 Lüder oder den jungen Lüder von da oben. Schnack du hüte mal mit dem Schosseinfeger. Was die alles für Verordnungen zu beachten hat, wenn die seinen Job machen schauen. Das ist aber Die Klusenkron. oben sind ja ein bisschen wiedergegangen, die Entwicklung ist wieder. Ich habe früher mit Opa in Wiesmauer säten, Turf stecken und das mussten wir eigentlich festbinden mit Opa. Und Füllholz und Brikette holen muss und auch Turf. Aber bei uns wäre immer klar, wir könnten hier das Gas ausheizen. Wenn es kalt wäre, sehen wir bloß den Küken. Und dann ging das wieder mit Boden. Dann muss ein Ohm ansteckt werden, da das warm werde und das Kohlewasser käme der Rut. Dann ging Mutter oder Vater essen und dann kämen die Kinder. Entschuldigung, ich hab mich immer weigert. Ich hab gesagt, ich gehe da nicht rein. Aber Horst, das hört ja auch zu 75 Jahren niedersassen. Wenn ich mal überlegen darf, wie groß geworden sind alle, weil wir ja nun alle in diese Jahren sind, du hast gesagt, du bist über 50, schon freiwillig hast du gesagt. Ja, genau. Wir habt hier auf dem Kiegerberg einen sogenannten Wasserspielplatz gebaut, zusammen mit unserem Wasserbeschaffungsverband. Und die habt gesagt, die Kinder weht nicht mehr, wo das Wasser herkommt. Ja, das kommt über die Leitung, du dreist das ab, keiner muckt sich mehr Gedanken. Und natürlich ist das warm, natürlich ist das cool. Natürlich, wenn sie in Mallorca in Hotel sind, dann kann das doch auch funktionieren. Aber wie ist die Entwicklung, dass wir da hinkommen sind? Ja, und wo gehen wir mit Worten und so ist es. Das ist das Nächste. wo wichtig ist das Wort zumindest für mich, damit mir die Tee schmecken deit und Kaffee und was das all angeht, aber auch, dass das Grundnahrungsmittel ist und da wird vernünftig mit umgegangen. Für mich Auf Wort. Woda, ja. Wir habt ihn im Dorf hat, ich will den Namen nicht nennen, das wäre so ein Grandmaß, die, als die gestorben ist, die 500.000 auf dem Konto hat. Die hätte das Altersgeiz, ne? Bodewater in der Wanne loten und hätte das noch, und hätte sie eine Frau utschimpft, wenn ihr das Rut loten hätte, und hätte das noch tun, geht genommen hier für die Planten. Ja. Da wäre, die hätte ja normale Kernseife gehabt hier, ne? Da wäre ja nichts Umwelt. Für die Kreislaufwirtschaft wird ja gar nicht verkehrt, ne? Das wäre, Ja, gut, aber da muss ich ja nicht unbedingt Nee, rühren. aber nur Geld wie sonst was, aber so Ja, aber so Knickeblicken kennt Gifte. jede. Okay, für euch Bio. Die, ich sehe, die kennt jede. Ja. Ja, wir haben allerhand gehört mit nu, Niedersassen, uns Heimat. Wir haben da überschnackt, dass wir viele Möglichkeiten haben von Meer, Beton, Harz. Ich würde gern, ich mag meist so ein lüttes Rätsel mit meinen Gästen, ganz lütt bloß.
Und würde gern von Herrn Kortlang weten, ob sie Leve born gehen, eure Leve Skifahren. Oder was? Leve Skifahren. Gehen sie Leve hart Skifahren, eure gehen sie Leve born. Mit Skifahren ist das so eine Sache, ich mit Bremse und Kupplung haben. Ja. Und das habe ich doch nicht. Da habe ich mir eine Stöcke und dann geht das los. Ich gehe lieber zum Wasser, ob das Waterski ist, auch richtig Routstrecken und Wasser. Das ist das Leben existiert. Kommt ja natürlich, ich bin küstennah. Ja. Ich sage euch. Na klar, ne, dass man verbunden. Ne? Aber bei uns ist ja der höchste Berg Osenberg, der ist in Sandkrug, der ist nicht ganz hoch, aber Wie hoch? 450. 400 in den Wesermarsch? Ja, ja. Da hab ich nicht gedacht. Naja, nicht Wesermarsch, es ist Oldenburg. Oldenburg. Ich komme jetzt nicht mit Blütenbach in Leie. Das ist ein bisschen mehr Lötchen. Frau Vizepräsidentin, was würden Sie denn Leve morgen? Schorb scheren, eure Keumelken? Koje melken, weil das kann ich. Ja, ja, Das kann ich, das habe ich gelernt. Ich Ja. kann richtig mit Hand melken und auch Sie kommt komplett von mit. Hof, ne? Genau, Also ich komme genau. von Hof, ich kann vermelken, ich kann komplett melken. Und das mache ich immer gern. Ja, das ist auch, ich finde, das ist auch nochmal so, ich kann jetzt fast sagen, wie meditieren, auch in so Teache irgendwie auch so was naturnahes, ne? Das man, haben Sie auch schon erwischt, dass man da nochmal was zurückkommt und weiß, wo kommt eigentlich der Melk her? Der steigt doch bloß in Tetrapack Ja. in Kupsladen. So, ne? Genau. Heiner, denkst du, toll erst an Natur oder erst an schöne Äten? Ute, ne, da saßen. Boah. Müsst weiß ihr auch ich nicht nicht. entscheiden. Also ich muss mich nicht entscheiden, das ist ganz gaut. Also natürlich bin ich stoisch für Eten und Trinken, ja, weil ich damit groß vorn bin, weil ich der Meinung bin, dass wir das auch wertschätzen müssen, denn das dauert für heute Feto zu wenig. Wir sind schon Und Agrarland. auch, Wir ne, sind was das da Agrarland, wir Ja. habt ja überschnackt, wie Ja. viel Hunderttausende von Tieren wie hier habt. Also ich glaube, dass man das auch vorleben muss, als ältere, aber auch als jüngere Mensch, dass Nahrungsmittel wertvoll sind. Und das hängt mit mir ganz eng zusammen, mit wie das entsteht. Ne? Und damit wir, ob diese Sorgen mit wir Rücksicht nehmen. Und ich glaube, das haben wir in großen Teilen vernünftig hinkriegen. An manche Ecken hoch wir uns dann ja noch mal so ein bisschen zwischen Natur und Eten und Trinken. Aber wenn man das jetzt so erleben darf, zumindest für mich, ich habe ja keinen Krieg erlebt, so direkt, wie wir das jetzt erleben dort, da dann plötzlich das Heiden da, ja, wir habt nicht genug Weiten mehr auf der Welt, dann muss ich natürlich als einer, der die Landwirtschaft kommen da über nachdenken, ja, wie kann ich das denn ändern? Und ich brauche da mindestens ein Jahr, damit ich den Weiten sein kann, damit es wassen da, damit ich ihn ernten kann. Und das sind eben lange Abläufe und deshalb schlützt sich das eine mit das andere bei mir nicht gut. Ich mache auch ganz gerne im. Die haben wir hier am Fleisch. Wir haben wir hier ja auch und insofern sind wir am Kiegeberg auch Massentierhalter. Na, Digga, das schon ganz schön gaut hier, du. Das will ich mal meinen, genau. Ja, herzlichen Dank schon mal auf jeden Fall. Eine letzte Frage habe ich noch. Wo ist Ihr liebster Platz in Niedersachsen? Ich habe einen so einen Lebenplatz, und das ist ob Insel Börkom und Ostland. Wo man dann so eigentlich bloß noch Meer sitzt. Und so, das Gefühl hätte ich bin ein Ehren von Welt. Und ich sitze doch ganz allein. Schön. Wie ist Mein das? Platz? Ja. Gift eh nicht mehr. Water hast du jetzt im Sechstangers herrliche Ecke da. Aber nach wie vor, ich habe ja viel um die Ohren. Ich bin froh, wenn ich zu Hus bin. Und ich habe ja 6 und Rechtshof. Ja. Wir haben ein paar Pär, jetzt ein Fohlen, 9 Monate alt, Oldenburger Sportpferd. Kann ich Ihnen nachher mal wiesen. Dann muss ich aufpassen, sonst nimmst du wieder noch weg. Ne. Und das ist so schön. Dann hab wir über Dol, Fittein, Schweibennester, das geht da hin und her. Die mucken natürlich ein bisschen Dreck, aber da ist das so schön, wenn die Sonne schien, was besseres gibt nicht. Ich habe noch so einen Oldtimer, einen Trecker, Lanz, weil ich da damit dort puffen kann, das besser ist das. Auf dem Sitz. Das ist was Feines. Ja, schön. Ne? Und dann habe ich eine Musikgruppe noch, ich habe sie jetzt eben angehört, mit denen auch noch zusammen. Das ist Toos am besten. Ja, das ist Ja, am das ist schönsten. so ein bisschen tun Ist so. und Mein liebster Platz ist natürlich hier am Kiegeberg. Das ist die einzigste Stelle im Landkreis Harburg, wo ein Hamburg da vorne liegt. Ne? Aber
Das hätte auch was damit zu tun, wenn man hier dann irgendwo auf der Bank sitzen da oder in den schönen Gorns kicken da, oder wenn man hier für die Hus Silberhof dann sozusagen sitzen da, dann kommst du natürlich an Senieren. Und das bei mir manchmal ist das schon mal da. Und ich habe dann ja vorher in den Wahlkämpfen auch immer mit androht, dass ich dann, wenn sie mich nicht mehr wählen dort, ne, wollte ich mir eine Memoiren schreiben. Ich meine, manche in der Politik, die Lot geschrieben, aber ich habe sie noch so geschrieben. Aber ich habe den Titel fertig. Ich breche mein Schweigen. Da habe ich letztens einmal was von gehört. So mit Frühstück. Haben wir das? Das vertelle ich gern. Na, und der Kollege Österhelwig auch. Kommt wieder auch vor. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also ich Sie sage wurden nicht so kritisiert als anderen. Horst, ich bin ja zuerst bin eine Partei wählen, die kennst du besser als ich. Da habe ich mich das mal ankicken. Ja. Dann habe ich doch nicht so lange mit geholt. Die grünen Geifert damals noch nicht, aber ich bin ja altgrüner Meter. Insofern bin ich auch immer verbunden. Die Quelle hier, die Ursprung hier. Ah, gut. Fein, ja, das ist doch zum Schluss nochmal schön, wenn. Mir fällt noch ein schöner Spruch in, der finde ich auch, kann man schon auch Niedersassen so, erinnert mich schon auch an Niedersassen, eure, das Schillmann sich hinter die Ohren schrieben halt fast sagt, Storfast, Kiekwied und Röchti. Und Röchti. Und so schön wie das doch morgen Ja. auch in Taukunft mit uns Land, was wir nu so wie bröcht haben und auch ob alles eins, was nur noch ob uns Tau kommen da. Da können wir stolz drauf werden. Da können wir stolz. Da können wir stolz drauf gewesen, aber wir wissen auch, was uns da kommen deit, und dass das auch nicht also wieder geht, als wie uns das eigentlich doch hab und in den letzten Jahrzehnten ja immer meint, das geht immer wieder voran, da wir jetzt wirklich mal ein bisschen inholen mussten und da nichts einfach von Sülz kommen deit, da wir ein bisschen nachdenken mussten und uns mehr rügen mussten und das nicht gut sehen könnt. Ja. Herzlichen Dank, wären feine Runden. Ich danke auch. Vielen Dank, dass Sie dann weg hierher walkt haben ins Schönebutenmuseum. Und bis bald. Ja, klar. wird bald. Ich hoffe, ihr habt ihr für euch genähten könnt. Wie hört und seht uns, biet nächste Mal, wenn das wäre hate, hören, kicken, schnacken, platt an Kiekebach.